Der Eisbär Lars und der Braunbär Brauni haben wieder einmal an der Schneegrenze abgemacht. Der Brauni ist aufgeregt. Heute ist der richtige Tag. Der richtige Tag? Ja, für zum die Waldgeister sehen. Komm mit! Auf einmal stehen sie vor einer grossen Baumhöhle. Wohnt da der Geist drin? Fragt der Lars. Ja, der Baumgeist. Ich schaue mal, ob er da ist. Hallo, ist jemand da? Grosser Baumgeist, wo bist du? Wo niemand Antwort gibt, steigt der Lars am Brauni hinten nach. Baumgeist, wo bist du? Wer traut sich mir zu rufen? Ich, der Brauni. Was willst du? Mein Freund, der Lars Eisbär, vorstellen. Ein Eisbär? Ein Eisbär? Wow, ein Eisbär habe ich schon lange nicht mehr gefressen. Das darfst du aber nicht, das ist mein Freund. Komm her, dass ich dich besser fressen kann. Wow, aber zuerst friss ich als Vorspeise einen Braunbär. Wow, hast du mich jetzt verschreckt? Einmal mehr als ein Baumgeist. Deine Geister gibt's ja gar nicht. Mama, jetzt zeige dir den Feuergeist. Zuerst müssen wir trockene Äste suchen, sonst kommt er nicht. Schon bald hat der Brauni einen rechten Haufen zusammen. Er zeigt dem Lars ein Steckchen und dreht es auf einem Stein. Es geht, aber wir schaffen es nur zu zweit. Dann nimmt der Lars ein Hölzchen und der Brauni hebt den Stein. Und auf einmal steigt ein feines Räuchchen auf. Schneller, Lars! Der Brauni holt trockenes Gras für auf den Stein und blaset. Hey, wir machen wirklich Feuer! Juhu! Siehst du, wie der Feuergeist tanzt? Ich sehe nur Rauch und Feuer. Und dann müssen beide lachen. Jetzt noch ein Fisch zum Braten, meint der Lars. Genau! Ich weiss, was die besten Fische hat. Und schon ist der Brauni unterwegs. Verbrennt er nicht deine Tatzen? Nein, sagt der Lars und legt gerade noch einen Ast drauf. Das Feuer knistert. Und der Lars nimmt das Hölzchen raus, um die schöne Flamme besser anzuschauen. Und während der Brauni am Fischen ist, spielt der Lars ein bisschen mit dem Feuer. Aber aua! Tut das weh. Der Lars merkt nicht, was mit seinem Feuer passiert. Er hat genug zu tun mit Abkühlen. Aua! Brauni! Brauni! Aber der Brauni ist weit weg. Wo ihm die Tatze nicht mehr so weh macht, merkt der Lars, was er angerichtet hat. Hilfe, Brauni! Komm schnell, die Wald brennt! Endlich hat der Brauni einen Fisch verwutscht. Das Feuer wird grösser und grösser. Es ist schon mehr als Eisbären hoch. Der Lars weiss nicht, was machen. Feuer, geh weg! Aber das Feuer brennt weiter und der Lars sitzt ab und fährt an zu rennen. Endlich! Hör auf brüllen, hilf mir lieber. Mit ganz viel Erde können wir das Feuer verstecken. Und miteinander gelingt es ihnen, das Feuer zu löschen. Nachher haben sie es miteinander doch noch gemütlich. Mit Fisch in Waldkräutchen und ganz ohne Geister.